Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Anno 1800 und mir ist oftmals aufgefallen, was alles ändern wird. Wir haben ja hier bezüglich dem Dünger, haben wir gesagt, von wegen, ja, Rinderfarm und so ist kacke. Stimmt irgendwie, finde ich auch momentan. Aber die Frage, eine Frage, die ich mir gestellt habe, eigentlich mehrere Fragen, aber jetzt mal erstmal zu einer Frage. Ob das eigentlich mit allen irgendwelchen ähnlichen Tierhöfen funktionieren würde. So. Und dazu kommen wir jetzt, die scheiß Perlenfarmen auch noch. Nein, warte mal. Erstmal gucken wollte. Wir haben zum Beispiel hier die Hacienda. Nicht die Hacienda La Crusée. Ja, Svedo. Das ist was anderes, sondern. Wir haben ganz kurz was testen. Hat der Platz hier. Ups. Oh, super, kein Stahl. Usen WFK Stahl. Ah, stimmt, der holt gerade welchen, wa? Nirgendwo mehr welchen? Hier auch nicht mehr, wa? Scheiße. Okay, weil ich wollte eigentlich testen, ob es irgendwie mit Alpaka-Farmen und Fischereien auch funktionieren würde. Wir haben ja gar nichts mehr. Na gut, Dampfmaschine auch nicht, aber das würde mich jetzt weniger stören. Ich könnte natürlich temporär den Dünger mal aufgeben. Recht ein bisschen Dünger an Lager? Ernsthaft jetzt? Bis Wechsel rein, geht ja auch hier. Ja, tatsächlich krass. Okay, ja, nicht schlecht. Naja, das sind mal so Dinge, die man mal. Und so viele Leben gerettet. Ja, sowieso. Die ich mir eben da mal überlegt hatte, weil eben da mit Rinderfarmen und so ist eh doof. Dass wir den Dünger dann ja auf einer Insel produzieren und dann hin und her schiffen. Ne? Das war ja mal so eine Idee, die ich hatte. Und ihr wisst, ich habe viele Ideen. Es sind viele gute Ideen, aber es sind immerhin Ideen. So, warte mal. Hier Rohstoffe. Genau. Fischöl, Zuckerrohr, Kaffeebohnen. Wir haben kurioserweise noch ein bisschen Fischöl. Theorie, ja, wobei mit dem Fischöl stimmt. Das könnte ich jetzt mal. Komm, wir testen es trotzdem mal. Fischöl, Fischöl, Fischöl. Okay, mit Fisch scheint es nicht zu funktionieren. Aber nachher später trotzdem mal gucken. Aber mit Alpaka-Farmen. Die kann ich auf jeder Insel bauen, das spielt ja keine Rolle. Zumindest hier reagiert schon mal. Ja, leg mich am Arsch, aber produziert auch Dünger. Okay, netten wir es eigentlich, wa? Dann machen wir das tatsächlich so, dass die Düngerproduktion mache über die Alpaka-Farmen. Und zwar dementsprechend eigentlich auf der Insel hier. Jetzt muss ich natürlich ganz kurz aufpassen, weil ich habe hier Alpaka-Farmen momentan so gemacht, die Baumwollplantagen so. Bei der hier eigentlich auch übertrieben ist, war gar nicht so viel. Jetzt mal ein bisschen Stahl zurück. Jo. Ja, Villeneuve-Felder. Das Lager ist trotzdem voll. Okay, Freunde, Zeit für einen kleinen Umbau. Dann hätte ich jetzt gesagt, dass ich die ganze Produktion, was wir hier brauchen für Ponchos plus Hüte sind es noch, wa? Ne, Moment. Ponchos, Baumwolle. Ja, ein scheiß Hills natürlich noch. Und daraus wird machen Hüte. Also im Endeffekt habe ich ja zwei Dinge, die ich hier mache. Ponchos und die Hüte. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Genau, Melonen, oder Melonen halt von mir aus. Da brauchen sie momentan noch gar nicht, also Ponchos und Melonen.
Mehr ist es ja momentan noch gar nicht. Das werden wir dementsprechend hier jetzt ein bisschen besser aufteilen. Weil die Produktion selber lasse ich so auf der Insel. Aber ich erweitere das noch mit dem Dünger. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie mache ich das Ganze? Weil die Hacienda muss unbedingt hier sein, die können ich auch hier unten hin machen. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Baue ich hier alles um? Erstmal alles irgendwie ein bisschen zentraler platzieren. Sag mal. Hä? Manchmal das System hier, das spinnt komplett. Ich hatte doch jetzt das Haus ausgerüstet. Da kann ich mir was anderes. Ey, ganz ehrlich, ey. So, ja, eben keine Sorge, die ganzen Felder und so baue ich nachher noch anders an. Oder auch nicht besser gesagt anders an. Jetzt nur mal so prophylaktisch, dass es ungefähr aufgeht. Ich habe echt viele gemacht, hey, alter Schwede. So. Weil ich muss eh warten, bis wir neue Waren aus der alten Welt kriegen. Muss ich dafür noch irgendwas machen in der alten Welt? Na, warte mal. Ding ist doch unter... Ah, vielleicht mal beladen war. Wäre vielleicht gar nicht mal so eine doofe Idee. Neue Welt nochmal ganz kurz. Ja, also im Prinzip brauche ich noch ein paar Bretter, aber ich habe hier, glaube ich, mehr als genug. Die kann ich aber dann schauen. Genauso wie hier mit Ziegel. Ja, Ziegel brauche ich sicher keins. Fensterdinger aber auch genug. Also höchstens noch mal ein paar Dampfmaschinen, weil es wirklich irgendwie Bock drauf hätte. Aber ich glaube, Stahlträger sind wichtiger. Ja, aber alle. Oder 130 Dampfmaschinen, krass. Nehmen wir 50 mit. Ein kleiner Schuss vor dem Bug, nicht mehr. Okay. War da eine Quest hier, oder? Ich hatte. Okay, da ist schon alles vorbereitet, aber offenbar nicht. Egal, warte mal. Zurück dazu. Ich habe gerade überlegt, wegen dem nächsten DLC, was auch schon bald kommen wird, also im Sommer. Wobei, wenn die Folge kommt, ist vermutlich auch schon Sommer. Es geht hier angeblich um das Gas, beziehungsweise um Luftschiff in der neuen Welt. Wobei, wir werden sicher irgendwie auch eigenes Gas produzieren. Ich muss dazu noch nichts machen. Ja komm, nehmen das nochmal mit. Und dann, momentan, was ist hier noch in Produktion? Da ist ja nichts, was ich unten brauche. Nee. Sektkellerei, Rumbrennerei, Rumbrennerei. Also, genau, das war ja auch für die alte Welt. Die bleibt hier oben. Okay. Danke. Dann kannst du wieder zurück von der Fundo. Da passt schon. Vielen Dank und tschüss. So. Sag mal. Ey, das ist so mühsam mit dem Knilch. Ohne Worte, ohne Worte. Hat er jetzt extra gesagt, die ersten beiden, genau, alle 4 quasi mitnehmen und die ersten beiden dann, wenn das die Kohle ausgeladen habe, durch Gas ersetzen. Und Gas haben wir augenscheinlich hier momentan mehr als genug.
Da wäre natürlich auch eine Option zu gucken, ob ich Gas irgendwie exportieren könnte. Über die ganzen Waren, nicht wahr? Ab 14 Tage geht ja auch schon das eine oder andere zur Neige. Gasen hoch, das sind 1:1 Verhältnis. Okay. Wir gucken mal, Freunde, wir gucken mal. Ansonsten, jo, Taschennuss ist der Futsch. Fujigato. Aber aktuell läuft's ja. Gut, Sekt können wir ja selber drum. Werden wir ein bisschen die Importwaren, die Telefone, ja, und die Stangen noch ein bisschen. Dampfwagen sind noch gut. Ja, mal anfangen, die Dampfwagen einzusetzen, wa? Das ist eh im Prinzip das große Endziel hier, mit den Dampfwagen. Was hier eher noch schwierig wird, da ich die ja direkt darüber schicke. Ja, können wir es mal testen, Freunde. Huch. Wo dann hier hin? So. Ich will uns wieder der scheiß Platz wieder. Was machen wir mit diesen scheiß Phonographen? Sekt hat die höchste Güterklasse erreicht. Aber allzu viel davon habe ich ja auch nicht. Gerade wenn es hier mal etwas ersetzen würde. Wow, wobei, da geht das eigentlich noch, ja? Ich meine, er hat noch nichts gemacht mit dem Gas. Alter Schwede. Dafür es eigentlich eine epische Stufe ist, dafür geht's eigentlich. Alter Schwede, Dampfwagen. Ich muss wohl darüber mal hier ersetzen. Ich gucke gerade mal hier mit dem Sekt. Das ist auch alles. Also momentan werde ich, glaube ich, nicht viel Sekt für zum Beispiel Maßanzüge brauchen. Da die so gesehen eigentlich eh voll sind. Dann haben wir es aktuell bei den Zigarren noch. Auch da werde ich jetzt nicht so viel brauchen. Bei dem Rentierfleisch, da ist er wiederum hier, da ist eigentlich auch schon so gut, eigentlich wie immer voll. Hey, wo kommen wir? Lass mal 150. Schalte ihn nochmal runter. Und guck dann nochmal. Ich brauche eigentlich nicht so viel Sekt, bis auf hier mit den Zigarren, da muss ich irgendwie anders machen. Ich mache zum Beispiel Schokolade. 3:1, ja leck mich ey. Was ist das für ein Kackverhältnis? Also sind eigentlich fast voll, dann nehme ich den auch wieder raus temporär. Und will jetzt mal etwas anderes testen mit den Dampfwagen hier. Im Prinzip geht es mir gerade darum, dass ich überall dort, wo ich gerade die Uhren drin habe, das mal durch Dampfwagen ersetze. Und wie gesagt, ich habe hier noch gar keine Klasse, weder Stufe 4, Stufe 3, nee, gar nichts. Und dafür läuft es da aber relativ gut. Das haben wir natürlich einfach hier ein Problem.
Aber da würde ich jetzt, glaube ich, doch noch mit dem Gas versuchen, was zu machen. Auch mal so testweise jetzt. Da die Taschentuch hier nicht mehr drin habe, können die weg, dann kommt der nach oben und das wird sie gleich ein bisschen... Einen besseren Handel können sie nicht machen. Ja, ein bisschen verbessern, naja. Da will nur ein bisschen. So, noch einen Dampfwänger haben wir jetzt zum Beispiel 27, 30, 61, oh, 68, 104. Alle 30 Minuten könnte aufgehen. Den kann ich mir, glaube ich, auch schenken. Bringt aktuell nicht mehr viel. Aber jetzt die Schokolade drin. Den Tabak da. Ja, wollte ich eigentlich machen, wa? Oder. Was haben wir hier unten mit dem Gas? Nicht vergessen, ich habe jetzt ein Gas jetzt zweimal drin, ne? Das Glas. Gas, nicht Glas. Lassen wir es hier vielleicht, weil ich es direkt folgen kann, es da langsamer machen. Versuche es hier mit dem anderen. Warte mal, ist jemand von euch schon bereit für den Aufstieg? Den habe ich schon drin. Weißt du, da können schon. Ups, Entschuldigung, haben wir gar nicht gesehen. Beziehungsweise habe es übersehen. Moment, ich wollte eigentlich. Der ist ja gut, den wollen wir nochmal. Ne, warte mal. Hier. Den haben wir aber durch was anderes ersetzen. Doch, die Fuck-Schokolade. Damit der mal einen ordentlichen Boost kriegt. So. Wir versuchen es einfach mal. Wenn es schief geht, shit happens. Der ganze scheiß Warenaustausch wieder. Ich wollte momentan gar keine Fenster. Da wäre mal so etwas. Das ich erledigen wollte? Alles hier ist höchst zerbrechlich. Ja, aber Glas habe ich jetzt eigentlich momentan relativ viel, wa? Oder auch nicht? Kacke, Mann. Ich will ungern jetzt wieder mehr Quarz produzieren, zumal es eh nicht geht. Achtung, der Boss. Ja, was mache ich? Ja, Bright Sense, stimmt schon. Ich wollte sagen, Deechwater wäre es ja. So. Deechwater Produktion. Die Nachfrage ist einfach zu hoch. Quarzsand, ja, damit wird es momentan gar gehen, oder aufgehen, mit, besser gesagt. Aber was zum Henker, momentan braucht so viel Glas noch. Da ist für nichts mehr Platz. Wäre das auch nicht geplant gewesen. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Okay, auch Stahl haben wir mehr als genug. Freut mich. Das kommt auch selten vor. Dass wir einen Stahlüberschuss haben. Das heißt, wir können theoretisch mal noch den anschmeißen. Die wollen nachher wieder Glas.
das hier mit dem Glas? Das wundert mich ein bisschen. Ich würde gerne wieder mal ein paar Dinge herstellen. Ein paar Fenster und so, wenn es jetzt auch mit dem Quarz und so aber gerade mal ausreicht. Aber es trotzdem stark abnimmt, wir sehen sie hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dann ist das natürlich Kacke. Da bringt mir irgendwie auch nichts. Stillgelegt. Macht der so einen Unterschied? Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Okay, der Säckelerei macht immerhin 4 Differenz. Das ist heavy. Das ist gerade jetzt, wo ich eigentlich mehr bräuchte. Der Funke springt über. Scheiße, mir gerade noch Begat aktuell deaktiviert. Ja, nehmen wir auch eine andere Waren. Ja, eigentlich müssen die Quarzgruppen noch ein bisschen pushen, aber das wird eher schwierig. Warte mal, was Dinger betrifft, die Uhren und so. Die Glühbirnen sind ja drin, die muss ich ja drin lassen, aber den Rest aber deaktiviert. Sprich, zur Not halt mal kurz bis auf weiteres einmal die Uhrenproduktion stilllegen. Zieht die Bremse. Den eigentlich wieder aktivieren können, damit sie da temporär besser funktioniert, oder? Das sind noch 20 von 20. Ja, so eine Säckelerei ausmacht, ist der helle Wahnsinn. Sehr gut, dann halt von mir aus. Das ist halt noch auf -4. Scheiß drauf, ganz ehrlich, kein Bock mehr drauf. Muss ich halt hier nochmal ein bisschen gucken. Aber Norton Beda ist irgendwie schwierig. Am ehesten da oben war mit dem Quarzsand. Oder hier. Naja. Viele Wege führen nach Rom, wie gewöhnlich. Das ändert sich bis heute nicht. So. Jo, dankeschön. Gehen wir dann noch ein bisschen ausladen, ein bisschen verladen. Dann gehst du mal hier rüber und darf noch ein bisschen was machen. Die Hacienda Düngerwerk, was wir jetzt auch nicht mehr brauchen. Das ist ja das mit den Alpakas als richtig herausgestellt hat, obwohl ich nicht eigentlich die Hacienda Wege bauen war. Egal. So, komm mal ein bisschen hin hier. Wir haben noch genug zu tun. Gib es einfach her. So, wir noch ein bisschen vorwärts pushen alles. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Das ist bei dem so schwierig, über 30 zu bleiben, ganz ehrlich, ey. Dran halten. Mehr
Druck im Kessel. Schaden kannst du ja auch nicht. Wo lange wollte er hier ja auch noch? So, muss ich mal ein bisschen Warenaustausch betreiben. Du kannst hier mal noch ein paar Bretter holen. Die Menschen lassen sie hochleben. Zum Horizont. Was? Na. So. Im Insellager 0 von 400. Das war mal zu erwarten. So, ja, hier muss ich einiges anderes machen, Freunde. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Wie das hier aussieht, Hier ey. ist kein Platz mehr. Dass wir die ganze Baumwollplantage hier oben machen, habe ich ja nichts gegen. Maschinen laufen an. Also Ölimporter. Geht nur bis 250 hoch, dann und dann wieder Pech gehabt. Abdrehen beginnen. Zum Horizont. Die Filzfabrik aus Alpaka-Wollen. Ich muss erstmal gucken, wie viel ich überhaupt insgesamt habe, bevor ich mal irgendwie einen Plan machen könnte. Die Idee wäre ja auch, die Hacienda hier unten zu bauen, falls du ganz still so eines Markthäuschens. Zum Beispiel hier schön, dann das oder da und das Düngerfeld hier. Das Hacienda Düngerwerk halt. Der Umgang mit ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Frachtschiff steht bereit. So, so wir fürs erste reichen. Und dann hier noch ein bisschen was abliefern. Und dann haben wir den noch, der hier noch ein bisschen was abliefern darf. So. Ja, Freunde, es tut mir leid, aber die Folge ist doch vorbei. Man kann machen, was man will. Es ist einfach immer, es ist einfach nicht einfach. Genau, Alarm verzögert sich, da ist auch nichts Neues, obwohl ich den da habe und den da. Trotzdem Probleme, andererseits sind die Lager hier sowieso voll. Also können wir auch sagen, shit happens. Ja, sagen wir fast überall gut voll. Gut voll, gut voll. Und ich bin auch ein bisschen voll. Was wir hier noch mit diesen Hacienda-Wegen und so, ich verstehe nicht ganz den Unterschied zwischen Pflaster und dem Weg. Du solltest deine Haare hochbinden, bevor du den Mist wegschaufelst. Ich meine, das hier scheint offenbar nicht zu funktionieren, was ich irgendwie rüber kann. Hä? Also, war nur sehr langsam, okay. Ich hätte zum Beispiel hier das Pflaster nehme. Da habe ich ja dasselbe. Man sieht ein bisschen anders aus, aber ich kann die Wege so nicht miteinander verbinden. Das geht ja nicht.
Mit anderen Worten, so ein Hacienda Weg ist eigentlich Quatsch. Ja, das wäre besser. So kämen sie zumindest hier mal durch. Okay. Scheißen wir auf die Hacienda Wege, machen es anders. Und dann gucken wir eben in der nächsten Folge, wie wir das mit der Alpaka-Farm und mit dem ganzen Dünger und so besser hinkriegen. Da muss ich irgendwie halt hier oben machen. Ne? Da wird schon irgendwie funktionieren, dass ich schwarz. Eigentlich wollte ich sagen eben nicht schwarz, aber jetzt sehe ich halt doch schwarz. Wie geht's den Alpakas? Direkt im Ölfeld muss wohl sehr gut gehen. Der Boden wird auch sehr lecker schmecken. Man sieht schon, sie sind hellauf begeistert. Ich komme leider nicht rein. Schade. Heute Abend ist eine Gewerkschaftssitzung. Naja, naja. Kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das freut mich natürlich sehr. Das ist eine neue Erfindung, die wir uns in der nächsten Folge noch genauer ansehen werden. Diesen vieles mehr. Nächste Folge zurück bei Anno 1800. Dann will ich Dünger, Alpaka kombinieren und das wird dann ein Heidenfest. Hoffe ich zumindest mal. Wir werden sehen. Bis dahin, bye bye.